Herzlich willkommen zurück bei einer Episode von Comedy Luxemburgs Finest Metal Podcast. Mam Gilles und Mam Pitz, alter Menke. Guten Morgen. Metal Podcast ist schön. Morgen, Genau. Pitz. Wie geht es da? Ja, mir geht es gut. Wunderbar. Das ist Weekend, das ist Freitagabend. Zumindest lo als Weekend. Ja. Also wenn man Highlight aufhören. vom Tag, von der Woche. Ja, und man kennt alle Wochen rum. Das Das ist der Pest. ist ein Must. Der geht doch nicht fort. Das ist ein etwas, wo ich kann festklammern. Von meines. Das ist ein Schenkgefühl. Ja. Aber bei einem Weekend kann doch viel Musik gelöscht. Aber am sich immer Musik. Ja. Absolut. Immer mehr. Wen hat das gedacht, dass ich mir heute im Hai? Also, ich habe gemeint, Total wir geben heute eine Kochsendung machen. Ich habe mir Welt über Fresche schwätzen. Doch. Ich war halluzinogen freschen. Du hast mir da eigentlich so schön erklärt, was der Freshstocks ist. Und, oder wie den ausgesehen. Das ist ein schönes Bild. Ja. Ich brauche Hand für zu weisen. Wie kannst du das in einem Podcast erklären? Es wäre schwerer, da wird zu fassen, wie ein Freshstocks ausgesehen. Ich meine, die, die wissen, wie die Sachen gemäht gehen, die wissen, wie ihn ausgesehen. Also die endlich halten, dass mir fresh ist und ewig halten, dass mir dachs ist. So. Möchte Sinn, ne? Also ich meine... Natürlich, Ja. anders das gibt keinen Sinn machen. Absolut. Was? Ich meine, das war genug für ein ganz dummen Intro. Ja. Und, wir kommen halt zu diesem Thema. Wir fahren drum weiter mit Musiker, die Schwätzerei. wir gerne hören. Habe das wirklich. Doch, mir hat bloß immer im Beton gehen, dass man sonst nicht mehr wie das mehr. Leute das gerne. Mehr und das schon gerne. Ja, das gibt man das machen, wahrscheinlich, ja. Naja, muss ich auch sagen, mal wo mehr gerne hören, ne? Wir schwätzen heute über Sänger, über Vokalisten, als Favoriten. Du gibt natürlich viele Varianten am Metal-Genre, gehen die alle Schanken, die man gerade noch beschwert haben, gehen Junker, gehen die viele Variationen haben, die Harsh Vocals gut können, die cleanen Gesang gut können, und an. Ja. Ja, das ist natürlich schwer, sich da etwas rauszupicken. Ich finde, du sind gewisse Favoriten. Also mein Top 3 stung so ein bisschen fest an meinem Kopf, aber für 4, 5 und ich ein bisschen kämpfen für zu finden, weil ja, also für so Dip zu machen, viel auszuwählen aus der größten Liste von den Sängerinnen, die ich kenne. Ich meine, du kannst definitiv so, dass es eng Top 20 wäre sogar nicht Im genug. Liebsten. Weißt du? Ja. Das ist viel Auswahl an dem ganzen Sängerinnen Pool. Und, da gehen natürlich definitiv nehmen, wo muss genannt gehen, und noch eben wie die Pitcher so Al Schanken oder auch der neue Generation von Sängerinnen. Aber ja, das nie einfach sich ob eng Stimme wie soll ich sagen, das klingt so dumm, weil das so das ist nicht immer einfach. Für mich zum Beispiel ist es nicht immer einfach, sich auf eine Stimme zu konzentrieren, wenn ich echt aber auch oft Melodie lausche. Aber wenn dann die Stimme, sag ich mal, vom ersten Moment an, wie Ding 3 echt, eben nicht sind also Kandidaten so, wow, das ist richtig gut. Und die kann dann noch, sag ich mal, egal was sagen, das ist dann einfach gut. Irgendwie. Ja. Und das auch zum Modern Metal, das hat das ja immens variieren. Ich meine, schon Sänger, die wunderschönen clean Gesang haben, den wirklich rausprägend aus, ne? Aber dann muss ich aber auch Sänger gern, die einfach ultra rhythmischen dämonisch scheiß zu summen, sangen oder blären, und das für mich genauso scheint, bei einer anderen Art und Weise. Ja. Was ja auch Talent, das ich meine, nicht jeder kann Absolut. nicht jeder Das ist kann mega spielen, Talent ne? sogar. Also, ja. Ich meine, es geht aber auch ganz oft am Package von der Musik irgendwie. Die Bands, definitiv die Bands zu mehr Haut nennen, kennt ich mehr nicht mit einem anderen Sänger oder Sängerin vorstellen. Das ist irgendwie nicht, das geht nicht. Das ist so festgebrannt. Das wäre wahrscheinlich möglich, mehr in an einer Parallelwelt, aber das passt einfach. Ne? Genau. Ja.
gut mal dann fängt an wenn du schon deiner Nummer 5 wen hunn Menge 5 ich hun Menge 5 Sänger vun enger franzischer Band wo kind bei vonnnert wann ich alsest erwähnen dat ich iwwer alsest schwärmen an schwärmen dann noch gern iwwer de neig weil de neig eben kein oder wis sein richchen we gunnnen auswendig méi das net neig fertig wees an wat ich bei ihm so gern hunn oder so bei pure Sänger die schreibt a Menge lecht hun da se den nissen den cleanen zwar dieser cleanen ethereal Gesang an dann dat krazecht an awer as het harmonies das neicht wat lo ja zersteiert das ja das melodiös, Atmosphäre das traurig das aber auch uplifting ja das Zweifel so bisschen ja, noch, ja. das war voll emotional ja, das mega emotional an ich war mich für Platz 5 war am Anfang ganz zwei wo grundverschiedene sind mit zwei wo ich Martin selberchten ja Gefühle an Emotionen lauscht drin entweder das werde Nash gewirrscht oder das werde Colin gewirrscht von Amen Ra wo ich auch ein absolut riesen fantastische Fernsehen ich lauscht schon Amen Ra dann nicht so lang und ich ging einfach davon Gefühl hier so wann ich schon alles erst denken da sind ich noch immer mehr verzaubert wie bei Amen Ra wo ich mehr da muss ich wirklich Lust drauf und zu lauschen weil der dicke Stadt da zieht sich an der Boden ja gut ja und das war voll ja Nash ist auch ein interessanten Dude so ja das ist der Mann den alles über Shoegaze weiß der weiß mehr über Shoegaze wie ich und das will er sich ein Shoegaze-Enzyklopädie ja anscheinend also schon ein paar Mal gelesen am Hören an wann an irgendwelchen so Bandinterviews so schwätzt die sos kein Band wie der Slowdive oder so top Trio Infernale Slowdive Bullet net Bullet My Bloody Valentine an nach enger schwätzt okay ja soviel zum Neich da wat tust du dann ja schon der Platz 5 den Andreas Hetland den vielleicht besser bekannt ist als den Winter Sock der Mr. V von Ex-Bock Nagar und auch von seinem Solo-Projekt in den Winter Sock hecht gell ja ein Mann auch mit einem wunderschönen Gesang so gar nicht der Gesang immens gern super cleane Gesang auch sein Harsh-Vocals natürlich klassisch Black Metal aber das auch so einen cleanen Haarschen also klingt proper sein Haarsche Gesang als immens straight to the point ja auch die Kollege sich immens gut ne? Ich habe auch tatsächlich soll ich schieren hören oder sollte ich dann der Vortex sollen CS Vortex denn also der auch schon ewig bei Bockner gar dabei war noch lo dann ihren Herbst Sänger aus geil ja ich fand in der Mittagssag also bis mir bringt da bis mir Harmonie dran so sind absolut top Sänger ich war richtig enttäuscht wie ich dem als gelesen dass hier nämlich bei Bockner dabei ist immer sein Wintersorg-Projekt wo ihr auch aber nach all so viel Jahre bis können dann das immer cool wat hier die komisch facettenreich stimmen wo hier du hört und dann noch bei Wintersorg mengen habt das Sto wo in Schwedisch singt gell das norwegisch ne nicht meine das Schwedisch ich meine sie selbst Schweden na Schwedisch stimmt ja stimmt Wintersorger von den englischen schwedischen Black Metal Band der Proc Black Metal Bands wo ich lo kann kannst du gut hören das ist coolen Dude das ein cool Band ja definitiv auch du hast gesagt hier werden nass wie bei Bocknagar das schwört trotzdem aus den letzten Bocknagar Album True Love absoluten Humor gewirrscht muss ich dazu auch so auch ungehen an diese mittlerweile auch immer im Studio und ich freue mich was du gekocht hast ja bestimmt epische Wahnsinn geil ich freue mich drauf epische Wahnsinn mit ganz viel hegem Gesang cleanen Gesang von Mr. Vortex ganz viel bizarre Melodien
ja Orgel ja elektrisch Orgel Ja, also das- geil das- Instrument bei ihnen Bochner Gamengen ich mis den och definitiv en Ker eng am Covertriwer Mensch ich mein, dat muss man lo einfach haut die ja verdingt ja gibt noch so viele Bands die das kann man können machen Ja. mehr ich bin da recht ja dann fuhrnech dann wei der Platz 4 bei mir management ausnahmsweis sei ein absolute Fauxpas nennen zwei Leute weil ich mal so in D2 funktionieren am Duo besser wie separat an eben auch weil die Band immer als zwei Cap Sänger funktioniert wird das ein Christina Scabia und ein den Andrea Ferro von Lacuna Coil eng von denen echten überhaupt Metalbands wo ich entdeckt hun am Album Comalize an de Kontrast Album ja. zwischen Tinnen 2 als bis haut nach eng absolut top Band an das auch eng von denen enschen Meson zwar immer so den Alternative as nämlich so menges me wo sech als Lacuna Coil das nicht wie Alternative bis mat so ja Gothic gemischt an et funktioniert ge hier noch hin eng ich eng so eng ich will zu eng so verstimmen me du verstehst so wat singt das richtig gut an dann hat eben mat singer mega zidrischer och alterem so ethereal mega so aner weltlech stimmen die dann so matt oder dra schwimmt das was geil einfach geil ja ja kann ich da recht also es ist sowieso auch größten Fan von Christina Scabia im Gesang gewircht immer von Andrea ja schon hin ehrlich gesagt immer so das ist falsch so wenn ich gesund schon hier nicht so wo geholt schon hier ein bisschen Mann wo geholt wie Christina weil hat mehr raussticht im großen ganzen an der Band ich mein, das aber so ein Vorzeigebild egal wie von der Band doch meistens wann ich fragen das der Fall wird dazu beim Christina mischt dann auch Sinn und du ging ich da noch rasch Christina heute eben méi Facetten a senger Stimme wie den Andrea. Du kennst du na einer Duo nennen och van die Duo vielleicht aktuell nimi do sinn méi da war ja auch Duo somoll Tarja Turunen ma Marco Etala vun Nightwish dat war top die Zeit wo déi zwee ze summen an der Band fan war top no waret eben der Marco Etala am Flo Janssen dat war menggen an nach besser lo hast natürlich nimi do wat schu dat ja. Me dat waren so ja so Duette an der Metalwelt wo denkench aber muss genannt gin oder zumindest gelauscht hat gin weil du passiert aber méi wéi das klingt auch falsch passiert méi wie wann in den Längen singt das och net für mit das einfach ernstschloss ja ich verstehe doch ja ich verstehe was du meinst ja. Sie sind noch am Studio ne nie net am Studio so schafft Schafbert nonstop geschafft ja ewig op Tour an och solle dat huet mech natürlich auch motiviiert sie ze nennen wie man iwwer déi lecht geschwaart hunn an so sie hunn Apps gemet wat nach bei Känger wirklichscher Band lo wower geholl déi ich suiveieren sie hunn den Album Comalize hunn se net nemmmen nei opgeholl méi nei opgeholl an rewritten mat der aktueller Band hecht an okay dat klingt bestimmt besser produzéiert dann so an tut guneicht mat dem echte Kummer leiste den ne tut also du erkennst definitiv in element dann me das een hommage von en modernen hommage und dat wat Kummer leis hier an echten an net hier an echten Album wat verschmeng die Pferden oder so me dat war ihre grössen Durchspruch an das total gelungen gell an der Schmenge los sind se wie du sest alterem am Studio fir weiter zu machen und das wirklich gespannt schon so schon live gesehen an dat wäre auch ein Band wo ich mich definitiv nein gegen die Placere weil die wüsste Stimmung zu machen da muss ich hin los gell? Also ja schon so live gesehen ich mal auch muss ich sagen ja richtig cool vielleicht Italiens größten Export an Sache Metal ja zum was du bist wie Mainstream nennen ja bist du mir potenziell Mainstream ja genau ja vor mal weiter schon op Platz 4 vielleicht ein bisschen kontrovers
kontroverse Sänger Kann nicht sein. halt für den anderen Bause bestimmt Ah, du sicher. schon den Dikio von der japanische Band Tieren Grey ich mein, Yep. wie ich wissen dass ich ein großer Fan von der Band sind du weset ich mein, du warst selber Ja, auch ja. ein bisschen schon an, Ja, ich bin ein absoluter Fan, gell? Kann ich auch verstehen, dass du so geholt bist, gell? hier, also wie hier singt so viele können nicht so sagen Nee, muss ich nee, sagen das ist so. frag mir was den kleine Gesang und den kann so harmonisch schein sinn aber auch so verzerrt abstrakt gemischt so Ja, ich weiß, was du meinst. Aber auch schüss, weil ich weiß, was Aber Dylan das- Grey ist. ja das schwer zu erklären aber muss ich glaube ich dran Ja, und dann ja. sein Haarschwogels diesen over the top von wirklich brutalen David Grohl über krass Shrieks. high pitch Ja. Shrieks die sind Teilen dabei die kann kein errechen englisch Nee. Gesang ne? Was ich bei ihm irgendwie bewundern, dass er nicht er kann eng extrem Dave am männlich Stimmung. Ne? Ja. Am zweiten Atemzug könnten ob eng hell. Ja, so, ich will nicht so eng weiblich Stimme, aber das total den Opposite. Das, ihr könnt super heisch ja. ja. Und das ist auch nicht nur eng klassisch von Gesang, wie du siehst, gell? Nee, gut das kein Klassik, sicher kein klassischer Sänger. das ist Me- abstrakt experimentell schon Ja. mal, so wie die Ja, Band ja. davon auch aus ne? Genau, Das ist mega genau. avantgardistisch kann ich schon mal sagen Auch du, andere Beispiel, ich kann mir die Band nicht ohne also bei einem anderen Sänger, nee gift niemals funktionieren nee. nee das wäre river nee Ja. Da also gibt- ich da gibt Band Sinn. gerne so Ja. als Musiker me uni hier das wäre nee das wäre nämlich das Ja, das wäre definitiv nicht dasselbe, ja. ja schon Band immer vergehr sind mich selten enttäuscht mit neuen Album Releases geil Es war immer im Immer Ernst im gesucht, gell? Immer immer ja fand sich immer mit klein Weise bisschen schon nice ja Ja, absolut verdient. Muss schon. sehr gut Sehr schön. Ja, da ging ich auch ob Bronzemedaille auch ich meine das wundert wahrscheinlich die meisten Neoblivis Caris zweite Sänger also was ist zweite Sänger der Clean Sänger The Man mit der Guy den Tim Charles aus am Mengen an nicht nur ein sehr gute Musiker mit Ohren also sehr gute Violinist an Musik aber ein verdammt gute Sänger wo der Schwes ab denen empfindliche Punkten zu treffen mat singen deelweis traurigen Passagen an das ein absoluten geschmackvolle Sänger den och all man du kennst sie am Anfang och an lo eine Stunde denken so statt ich wollte grad so Voilà. du kennst Ja. ja als Duett füllen ja das ist definitiv ein Wenn Duett. ich das gewusst hätte ich das auch gemacht Ja. Ja, du musst sehen, ich meine, intern, also einfach, okay, Voilà, Tim Charles voilà. ist geil, aber das noch mehr geil, wenn man Sino hier zusammen ist, Genau. der böse Sänger und der gute Sänger. Den genau, Evil, genau der Kontrast zwischen voilà, und schwarzer Weiß so oder ein Weiß bisschen. ja Ja, ja da dosen ich das unterschreiben nicht 100%ig merci, Petition gewonnen. Ja, nee, das keine Ahnung, das was man da raus bewusst sind. Ja, effektiv, ja, du hast, ja. ja die zwei passen immens gut zusammen sie ergänzen sich so gut am Kontrast und ja das wie du siehst Tim erreicht Punkten bei der in der richtig wirklich bei emotional aberweis teilweise nach verschiedene Lieder Mal nicht lo Punkto so, können extrem heisch oder können es in Dave. Nee, nee gut nicht weil den Deelweis fanden so an die wirklich ich denke direkt und dat Lied muss es so von ihrem neuen Album ab das schwappt mich immer so die Passage zerstört mich das Ekus wo den mega losen Deel könnt an den wann du den Text guckst aber du hörst wat hier we hier dat rimget ja die ich weiß, Ping, was du, du meinst
Da geht mir Ja, geht immer drüber hinge Haut gell ich weiß genau was für Passage du meinst ja, gell? ich weiß, dass Ja, du genau das der geht bei weißt. mir auch an der Haut ja an dann Digga, ja Lied am Anfang ab du bis du hin als Lied passt du so bisschen so net verloren mit das passiert net allzu viel an da passiert genau dat wat muss passieren wann du Neoblivious Skyris kennst dann da packen sie dich schon mit der Hand an dann hören sie dich mal op ein ganz schmerzvoll Dekuvert an da warst du einfach da warst du lost mit das so schön gell? das ist wunderschön Das ist ja, wunderschön. ja. Sie zwei das ja ein gut Kombo ja Ja, die muss ihn einfach heren holen voilà. sowieso Maybe Neoblivious Skyris huldige können man net man die müssen schon genug gemacht Ja, das geht muss nicht man mehr. gemerkt ja da komm gut gif mal naja Platz 3 hunnecht den Herr Travis Ryan von Cattle Decapitation den du ja Sänger mé viel iwwer Sänger mat eng scheine cleane Gesang Travis senkt net unbedingt clean ass von den definitiv den wësten auch even den ruppeste Sängerin am Death Metal am modernen Death Metal so mat ruppech ein geil aberweis Ja. hier als richtig ranzische Gesang sing Dave Grohl die Pumpeln an de Boden an sing High Pitch Squeals die ja sind so rei also rau an ihr schafft immens viel mat der Zong wann singt mat Mund mat Zong wann singt dann sing Zong so bis seitlich rausstöcht gell ja Und das ist wie Schwein wat geschlücht ja gibt doch Just, schlimmer gibt so geile Sounds an sind noch viel viel an Sängern an der Deathcore zählt die Stadt bist aufgeguckt hun mochten den Will Wamos bist aufgeguckt das fand so geil an hört aber auch sein eng mega weird aderweis von half cleanem Gesang nennen gibt Ja. auch ganz oft als Goblin Gesang genannt bei him gell an ich keine kein andere Sänger den dat op die Aderweis mcht wie hier gell ja An, menge Schwes wat du mengst ja dass du in hier statt Lied schon méi wusstet mittlerweile mischt an anderen Lied gell also seit dem Album Ja. Monolith of Humanity hueten sich so mat dem Gesang ugewinnt an die alle ich ke wo ich vergasst gell an lo will ich het nimi vermissen keinem Lied gell das ist so cool das ist so ein geil aderweis weirden cleane Gesang an en extrem Musik von ranzubringen kann ich lieben den Jude vergel den das ja das Ich mein, mal Top Tier von Extreme Metal so. ja ich meine hin suchten also bon es sind definitiv okay gerichten Cattle Decapitation Listener me das dat wat sie mengen ich aber auch ausmischt weil musikalisch gesehen ja das verdammt schnell das verdammt Müll das Deathcore ich 2 mit stimmen also effektiv ernst das wie Ja anderer zum Beispiel aus dem Milieu du kann ich da nimmen recht gehen an ja du schläst nicht mich un den ass gut so wun ass der woch nimi ernst das da sinn genau das ist gut faule Gesang an genau dat brauche ich ja an ja dann joch nach ja még silber medailech gesiegrat dat ich Plaze vertusche weil ich mir nach verdunwer geschwaden weil merkt wieso sind op 2 nee das effektiv ëmgedreht du ste noch grö eng 2 fir tun dufir excuse me my friend ja op der Silbermedaille steht bei mir auch keng sehr werdet wunderen den DWs ver schlauusren den Evan Anderson Barry vu Wilderrun und der Wilderrun alterem lang Diskussion mam Daniel von der Metal Inspector mir das war die net so wichtig me wieso hier muss ja aber ein ziemlich jung Band und eng ziemlich ja auch unbekannte Band definitiv vielleicht die unbekanntesten op Menge Lucht es sind großen Open Fan immer gewircht so wie du dat auch wees an och Bass
ich sind der Meinung, dass den leider aus den Michael Eckerfeld ja nämlich an der Mixtur von dem mega schöne cleanen an dem ultra brachialen nämlich so bewandt dran und das wird wahrscheinlich schon nicht passieren, was auch okay ist. Dafür bin ich gerade so froh, dass dann wie den Evan Anderson Barry dann so ein ähnlicher Approach bei Walderan mischt und das ist auch genau das, meine ich, was bei der Band so rüber könnt, das praktisch bei all Review oder ja all Mentioning von der Band, also fällt mir das vor, dass das für die Fans für die all open gehen. Das ist auch am Anfang so, wie ist es von tun, weißt du? Ja. Gut. Nicht gut für mich. Nee, du weißt Ja, ich bin nicht gerade so an Wild One rauskommen bist du schon oft probiert den ersten Album besser gefallen wie den letzten sie raus schon bon ihn als das definitiv erinnerte den Ackerfeld sein Gesang ne möchte beim eng erfrischend aderweis enger moderner erfrischend aderweis probiert net rum zu gehen an fand ich ziemlich gut ziemlich gut Tip top. Naja, dann ja ist schon noch Platz 2 eng alle Schank ein richtig alle Schank mit den März hat darüber geschwert gehabt dat man die vielleicht gefen rauslosen an als ich kann kein Top 5 Metal-Sänger löscht machen ohne hier das kann ich nicht, das einfach unwürdig an dafür nicht auf Platz 2 den God of Metal de Bob Halford. Ja, wie gesagt, ich kann da nicht unrecht gehen. Das schönen Heistor einer Menge must listen, was den Demos gemäht hat mit den echten Sachen dann noch ist Haut nach gell das der God of Metal gell? Ja und das da immer gut das da immer so gut wie du willst gell könnt da immer so heich Sänger stimmen gell und das einfach nicht langweilig den Mann nutzt gell Ja. schon also von den alle Schanken von Hirn Dio Voilà. Bruce Dickinson als Hirn für mich definitiv Nummer 1 Ja, absolut. Ich meine, du sie mal sehen, da dann schreiben ich auch direkt. Das wäre auch bei mir, also es sind auch mal Priest, maybe Großkind, gell. Und war für dich Priest und du hast die ganze Rest kommen. Und, okay, das ist so Bruce Dickinson, ich verstehe Leute, die wirklich groß Bruce Dickinson Fans sind, ja. Mengen an das nicht unbedingt der beste Sänger von der Truppe von Demos, ne? Das ist der Package Iron Maiden, so top was. Das Stats, ja. Der Rob Halford kann noch soll man die braucht singen Band, ne? Der kann noch was andere Musik machen, das wäre aber geil und wäre aber ja voilà nicht auch Solo Projekt gemacht nicht halt Summe geschafft nicht sogar mit wie heißen sie Baby Metal. Baby Metal letzte Summe gemerkt hat ja an ich meine so Mann wie hin den erste da la bei Uni das ist nicht meckert ja bei dem ist einfach nicht cringe der darf alles machen nee das ist der Leather Daddy hinter den die ganz Liederkultur an den Metal Bruch gehabt kann ich quasi so ja. Auch natürlich durch sein persönliches Leben wird zu der Zeitpunkt noch nicht unbekannt so, war ja also definitiv an auch war schwer für eben für das nur 4 zu bringen ja und dann mit dem ganzen Lied da dann immer schießen der tut Judas Priest immer zu dem Big Stimm okay Slayer war fies Metallica war zum Teil Metallica war nicht fies Metallica war einfach gut aber Priest war immer so da wo viele Leute einfach gesagt haben oh nee das ist mal definitiv zu krass wo ich mir dann so hä wie ist das so krass es sind alle Sachen wo viel mehr krass sind mir das die ganzen Image und da tun sie so gut gemäht ja eben ich verstehe doch nicht ja also persönlich Meinung für mich als Priest also über Iron Maiden aber mir das einfach persönlich Meinung schreiben direkt ja ich weiß dann schreibst du auch das ist ja das ist nicht mal sicher dass du dabei bist ja sie sind so die vergessen
schon nicht so die vergisst sie gehen gerne vergisst leider ja Ja. das stimmt leider ja nief der ganze was ich auch normal aus nicht mal Trash Metal die war lang für du schon du ja. nennt immer gerne Black Sabbath oder so war doch richtig aus oder Ozzy oder Dio an irgendwie unisch aber gefiel dass Priest oft vergisst geht mhm. mehr that's true dafür aus auf der Liste dann drauf eben wohl verdenkt ja Maja dann gut mal da Tisch du so du kannst so bei eins oder wie oder ja du kannst bei ich eins verdele meine Medaille und du glatze Ma, du. der Mann ohne Haar der Mann mit dem wahrscheinlich bizarrste Look überhaupt durch den ganz Karriere gezogen kein anderen wie the man himself den Devin Townsend muss bei mir op een stohlen Punkt dat ass einfach so de Mann ass net normal wie gesagt zwei wir waren einfach gegen de Parkgang to Chips jetzt go mir verändern als du wie misst du dat ge wie kannst du so teen halen also wie kannst du so heich kommen an dann nach mir heich kommen nie der alt Stimmbänder zu reißigen das staat ja das staat wirklich ein ganz besonders an der Weis für sagen die ich mocht denken wie müsste du den Stimmbänder nicht freck geld das ja. impressionant gell ich hatte ein Ding gesehen und ich gucke den noch muss ich so also das nach immer ein Sujet wo mich interessiert das gehen Exposien das gehen YouTube-Videos wo sie am Detail dem Devin Townsend sing Stimmen also nehmen wollen für rauszufahren ja. was denn dann du genau mischt an da soll ich mal sagen okay wann dem Mann mit Fianen los wird aber 50 sinn nur der net zweite vu derfle go bisssen drwer stimmt ja so, sicher mehr, ja den hue doch schon all genre vu Musik gemäht da möchtet nach immer an den Devin also wie eng wie so ein Kindersurprise du west nicht vertrauen hast ge wann den ein Album mischt ge dat kann ja kann alles den heaviest shit sinn wost du heieren hues dat kann de luscheste Scheiß sinn wusste wers hassen an nur wärst aber dicke und weil dann was so ja hier darf dat man dat ist okay dat du wat hier mischt das aber nach immer dick Geld produziert an ich gi net schlau als mir so méi interessiert ich mich mischt das schi net das de man das einfach mengenisch von denen basche Sängerin aus dem 20. Jahrhundert grosses recht ja. Ne is och net den allergréessten Devin Lauschterer Ech fannnen hier mega cool schon verschiedenen Album vun dem gelauscht hat verschiedener gefallen mat besser wie andere war das normal ich mein dir bestimmt och ne net immer locht mech an alles ran zu schaffen aber ja hier als sie wird egal als Gitarrist oder als Sänger hin as ja, Nummer für sich geld definitiv ja. Ja. viel die hin Wasser net kennen riechen nee, obwohl, wie hier das ja auch dat wat mir am meisten so verwundert als hin überspielt dat alles me überspielte net dann noch hier geht alles so ja für mich als Atom weißt du, das net ustrengend das wir hin das einfach ja. zu komponieren weil du wirklich durch sein ganz Karriere geht an dem Mann hier schon ich weiß nicht wieviel Bands aber lo 10 verschiedene Devin Townsend Bands sind oder vom Steve Vai oder Steve Vai erkannt geht an der Team ein Album mischt wo an der ganzen Welt ich schlecht wäre und dann an Japan Goldstatus gewonnen wo so sie sind what the hell ja, weißt du so von all Plattefirma Grote gesucht das schlecht was du musst das nicht gut gell weil na das auch so wie die war wahrscheinlich okay nicht los Success einfach nach net genug Suse menggen an das war wannst du un Prog denkst denken ech ja und Dream Theater ob es vielleicht da net méi dann denken ich auch direkt un hien weil ja rauszudenken von Prog Metal von Prog Rock von alles ambient dem Mann kann alles uphacken an net klingt immer wie hier an das immer auch sein vu also gut wisst ger dat kannst du nie so me et bleibt sich selber treu an dat bewunderung nicht einfach bei dem Mann und so gut wie noch ass enthält sich selber nie so viel zer ne
das fand ich also ganz kurze Pluspunkte post nur all- die mens viel Charisma post all 2D eng Foto op Instagram und dann einfach so eng Auer fotografiiert du da wo am Scheiß gesagt Boxrufen da möchten eng Foto so du darfst dat man in der ja, In der- definitiv dann Gut, Heavy Daddy. gut, ja. Mega gut sind ich dabei also schreiben ich auch mal bien voilà dann mein Goldmedaille ja das wird viel Leid natürlich nicht verwundern ich wundere doch net an ich kind voilà, mengen schwarze dort lang um de breien rum mein Plan sehen dass der Michael Ackerfeld von OPEF surprise surprise ja mengen für bis haut kein den clean an Growl Haarschokels so gut vermischt wie hier super aderweis kann ich auch ich kann spazieren clean Gesang quasi an eng Schein Depression rasangen Ja. so. oder den egen Depression besser machen oder dat ja oder dat oder vielleicht sogar noch dann schlimmer. kann Hm, an sing aner sing Haarschokels die können dich an Albtraum mat ranzreen aber ja etwas so schein do zu sinn muss ich so an dem Albtraum sinn ich ger wann hier mal gin huet kein Problem ja ja Michael Ackerfeld seht dat war schmengen wie mehr als die Lüchten du evaluiert hun schwusstet einfach dass du wert drop sinn mindestens auf Platz 2 wann du bent wirst du mich enttäuscht nee absolut nicht und ich meine das ist auch mal der Grund wieso ich net wollt op meng löscht machen ja was man denken ja und da finde ich mal dann auch ein bisschen mehr Meier gelos für auch einer Sängerin eben zu nennen me den Nackerfall das also auch ein Phänomen für Musiker seht ihr immer I'm the Eros Ramazzotti of Metal und da muss ich ihr seht vieles heinst du ja ne, dann hält sich auch dat ich da bist noch Nee. sympathisch so. die ganz Band überhaupt gell auch von Ja wo ja ja leider viel Wirsel auch lo des Lächt noch war ja sind gespannt was sie für nächst machen bei ihnen das doch mittlerweile also das ist nicht genau klar wo Opel fries sie geht mir wisse war an der Opel vergangen nicht do war an dat wird definitiv ein Platz in einer Hall of Fame verdingt am mengen Hand ob het lo denn die ewig Diskussion Blackwater Park oder Still Life me so go wie heet Ghost Reveries das alles im so méi open an das alles im so méi hiren an das ja absolut verdingt Platz 1 voilà denken ich auch ja an dann gut sind wir schon mal durch mir hun honorable Mentions eventuell wo ich vielleicht auch noch kann so ein bisschen Smalltalken an ja wen hast du noch es schon also wie ich schon honorable Mentions geduld und noch und Bands wo ich an der Zeit wirklich verdammt viel gleich tun an lo bisschen ich will von Interesse verloren mit die Person also auch nämlich do erst den Geoff Tate für Queensryche ja auch ein Gott vu Sänger geil an er soll immer gern an den best Vocalist of all time Rock oder Ja. Metal ist immer an dabei. Top 10 ja Voilà. An du hast genannt den Ronnie James Dio rest in peace noch immer geil Ja. top Mann wo auch Devil Horns Rabrot huet wo alles sei ganz Leben dem Metal sakrifiert huet an Bombe stimmen kleine Mann aber Bombe stimmen an eng einer Person wo vielleicht auch verdech werdet auch definitiv vonren mir eng stimme och wie kein einer Doro Pesch Queen of Metal ja Als- ja dat ja. musste auch her nun für zu verstohlen weil dat klingt haut noch so wie 4 feiert an dat verstehen Ja. nicht wirklich gell? so selbst scheines raues aber stimmen so richtig so hat klingt für mich von schon hat denken da muss ich und Lemmy denken bisschen ein bisschen ja Musik also ein bisschen anders ist aber ja ich verstehe was du meinst ja, das ja Doro an Warlock an Power Metal Heavy Metal aber ich da immer mit Power orientiert dann muss ich leider immer mit denken die Imagery ist total bizarre aber ja
dat waren wohl Menge honorable Mentions natürlich der Rob Halford stimmt noch dumm ich mengen du hast alles gesucht war den iwwer der Rob Halford kann so an muss so ja Was schon noch den The Wendy Blythe von Lamb of God absolut talentiert wichtige Numm wichtig Band gute Sänger immens gut Harsh Vocals mat eng von den besten am Business gi ich so gesuchen ich schon immer gewünscht dat hier van enke so eng bis mi hart Band war geef krnnen niewe Projekt Lamb of God ger ich fan sing stimme gif nach bei anders mir extremes besser rappasse vielleicht so. Ja das stimmt Lamb of God sech also Musikers okay ich will okay nice ja das net pass net bei wirklich stimmen das de Kontre von Dream Theater ja okay voilà. Triggered geil es sind offended hun ich nach den Chino Moreno von Deftones yes. Ja auch ja ganz charismatische Sänger den auch eng super schein verdrehmten kleine Gesang hört an eben auch dich kann der Schrecke mit sengen High-Pitch Screams ja fang schon seit dem 13. 14. Lebensjahr ich mein Lieblingssänger so kann ich quasi so absolute Lieblingsbands ja natürlich auch definitiv von den wenigen aus der Zeit die ich definitiv haut auch oft lauscht so von der als extreme Genre zu holen ich dachte den Phil Boseman von Whitechapel auch brutal einfach brutal den Typ das ist so krass den könnte so Dave geil unwahrscheinlich geil auch für nach eng Madame zu nennen und Tatjana Schmaluk von Ginger ich liebe sehr Gesang Mischung sind clean so weird selbst waggy messages soulisches Heinz geil aber so schon ball ja den Stil geil schon so geil an Harsh Vocals hat alles mittlerweile so krass hat dem Harsh Vocals so Dave von so brutal ja also hier absolut talentiert erstaunlich wat aus der kleiner Band Ginger Ginner als macht Cloud Factory wo coolen Album war aber net net überwältigend und dann und da kom wie haben King of Everything wo Pisces drüber sind dat die Band ja von an Masse katapultiert gell aber wirklich auch hier live Studio Überdrohung also Studio Version das so das hat eigentlich nach dem meist reacteste Metal Video überhaupt hat mich nicht mindestens ich muss heute immer schmunzeln wenn ich gucken sie kommen bei den Passagen dann du hast gemerkt das kennt du sagen du wirst dich gehen ja als top Musiker mir viel Musiker genannt an mir wette noch nach viel mehr Musiker nennen aber nicht haut ja gut dann so immer durch dann so merci an merci Pete dann ja schon rum bis